Seid herzlich willkommen bei ADR Tele mit der ersten Sendung an diesem neuen Jahr. Und hier sind noch schon Top-Überschriften von dieser Edition. CSVDP-Regierung treibt Gleichstellung bis auf die Spitze. Am Lycée sollen nur separat Jungen am Mädchentoilette ganz aufgeschafft gehen. Gefragt gouf kein, der DR sieht nee. Ein 300 Jahre alter Bauernhof am Eastleck fällt an den Kopf, obwohl unter Denkmalschutz steht. Der DR fordert Rechenschaft von der Regierung eure betroffenen Anwohner reagieren. Stark kreiert von der Parteipräsidentin Lexi Schoß beim Neujahrspart Zens. Solche Membern waren Donis Rendezvous. Die CSVDP-Regierung schenkt immer mehr krass in Richtung Wokismus zu gehen. Am Lycée sollen nur Jungen am Mädchentoiletten ganz aufgeschafft und es just nach einheitlich Toilette gehen. Der DR und ganz viele Bürger sind gegen das Regierungsinitiativ, weil sie ohne Zweifel gegen den gesunden Menschenverstand geht. Bei der Ankündigung an der Chamberkommission war auch der Fred Koip paff. Und ich habe richtig verstanden, dass lo kein Männertoiletten und kein Damentoiletten beginnen am Lycée, dann do, am Lycée Technique du Centre, wie das gemeinsam Toiletten sind für jungen und Mädchen. Und bei den Vestiären gehen doch keine junge Vestiäre mehr, Mädchens Vestiären, als das dann gehen die zusammen investieren. Das ist effektiv so, dass den Abgang an den Trakt von den Toiletten, dass die gemeinsam ist, unabhängig vom Geschlecht, unabhängig vom Alter, unabhängig von der Größe. Was den Vestiaire selber betrifft, da wird wahrscheinlich nicht mehr getrennt gehen zwischen einem jungen Trakt und einem Mädchentrakt. Mit theoretisch gibt es die Möglichkeit bestehen, dass sich den kollektive Vestiaire rauszieht, den ihn für gut befinden. Wonach nicht weiß, was wo ist, da gibt es eine Datei gewohnt. Wir hatten gestern Morgen die Kommission um 12:30, wo dann von darum gegangen ist, die Petitionen, die waren für mehr oder Männer, LGBTQ, Education an der Schule bei den Kindern. Und ihr wisst, da waren zwei Petitionen, die die war für Männer oder für keine LGBTQ-Education an der Primärschule bei den Kindern. Und die andere, die war für mehr. Die gut 10.000 Stimmen, das war die dagegen war. Und dann ist die andere auch kommt, das war eine Gage-Petition. Und die gut auch 10.000 Stimmen. Die ist natürlich unterstützt gehen von den Grünen, von der CSV, von der LSAP, von den Linken, von der DP, von den Medien, von den ONG, von Institutionen. Und die gut die natürlich auch viele Unterschriften. Wir sind debattiert, genau als Konklusion ist gesagt, gehen, dass dann an die Kommission Ministerin Maija Backes sollte kommen und dann so wie das dann an der Schule, wie das an der Schule lief. Und das war dann gestern Morgen. Und es ist dann Wintergang, ich hoffe, es wird da geschehen, und dann gucken wir mal die typisch Fändle gewesen, wie das so ist. Und, ja, am dünnen Bemol, dann gucken wir Bilder gewesen von so Plänen von Toilette. Ich weiß nicht, was geht das überhaupt? Und, dann hast du es erklärt, gehen irgendwie, dass lo nicht mehr sollten jungen Toiletten da sind, Mädchen Toilette, konkret, dass es hier um den Lycée Technique du Centre gegangen. An alle neuen Lyceen gibt es also lo keine Damen- und Herren-Toilette mehr gehen, aber da gibt es just nach gemeinsam Toilette gehen. An den allen Lyceen, wenn da Umbauten geplant wären, da gibt es dann auch gucken, für das dann noch so zu ändern, dass das doch da der Fall ist. Ne? Und ich habe die Welt nicht verstanden. Ich habe nur gefragt, ob das da wirklich so ist. Und der Grüne Statue bestätigt. All die anderen Deputierte, die sitzen da, Carbon de Boden, ich weiß nicht, ob sie dafür sind oder gegen sind. Ich habe keiner etwas gesagt, und ich habe nicht etwas gesagt, weil ich da nicht verstanden bin. Und die Reaktionen, die gesagt haben, dass quasi 95% von den Leuten, die wollen nicht die Änderung da, die wollen das beibehalten, dass in am Lycée Mädchens Toiletten hört, an jungen Toiletten hört. Und das ist eine ganz kleine Minorität von 5%, die dann, wenn am Backes gehört, die das unbedingt wollen durchsetzen. Und da gesagt auch Demokratieverständnis von so Leuten. Die Leute fragen mich, wie können die etwas machen, wo Schiedfrieden dagegen das? Ich weiß nicht genau, ich will nun, die wissen das gar nicht, weil die gar nicht an der normaler Population sich bewegen, die leben länger bloß.
Mattiere Beamte, wo sieht verreden, aber dann backes ja seht, an dat möchte wat sie gern het. Sie mirke mal gonne méi de we sich verrennen, a we se heide de Wëllenamfang vum Folleg de Kap stosse. Das jo so, dat sie dat engem Lycée machen, sie machen dat net an der Philharmonie oder an eng Kulturzenter. Nee. Bei den Junen, do kann ich net jo machen. Da kann in de Jungen gut dummer der Nerven respektiv erzählen, weil das Doremsfut geht, dat de Piswer verschwonnen, das anscheinend ganz Schlimmes, das eng Immerzählung an ihrer Ideologie, die sie gern hätten. Und dat können wir nicht akzeptieren. Ich bin ganz froh, dass die Leute ein bisschen erwächt sind und sich schweren und ich gebe Leute encouragieren, mich oft auch zu so, wenn ihnen etwas nicht gefällt, was das Regierung möchte. Und das Regierung, das am Endeffekt Regierung Luc Frieden. Und dass der Luc Frieden den häufig responsabel ist und auch die Leute, die für CSV gewählt haben, die sollen wissen, dass Details, was du da kriegen, also ein CSV, die will die getrennten Toiletten, die wir hatten, aufschaffen. Das ist ein Beispiel für viele, wo ich aber gut gesagt, wie es hier im Land funktioniert. Und ich bin wirklich froh, dass ich es gesagt habe und gesagt habe dann noch, dass der DR, wie der DR wirkt, da wenn er gezweifelt wird, ob der DR irgendwie Sinn hat an der politischen Landschaft der gesegneten Teil. Und das ist ein Beispiel, wie auch bei vielen anderen. Wenn mir nicht da gewesen wäre, da wäre das einfach so durchgegangen, da wäre nichts geschieht und da wären Leute nicht gewohnt gehen, weil die merkt ja, dass die Medien, das Thema da, obwohl es ganz vielleicht aktuell beschäftigt, da gëtt net wirklich ugepackt, bis do vu keinem Journalist nach kontaktéiert gin. Sie wëlle net wirklich iwwer der toten Thema schwätzen, weil se wissen, dass mir als ADR do praktisch ganz Populationun hanner da hunn an dat gefällt ihnen daneben net méi. Sieht beroecht, wir machen op Fall weiter, wir werden dat net durchgelassen, an wann dat bis zu de Wahlen nach unheiert, wann Sto nicht ändert, da wird man auch dann nach weiter darum machen, dass man toten net könnt, weil dat könnt keinem so gut wann der tote will machen, da soll die betroffen frohen, an da gebe ich mal Higo am Lycée engem froh machen bei die Schüler, an engem froh machen bei den Eltern, an da gesehen man ja wie viel Prozent das gern die Toiletten, wie man es nur aufschaffen, aber wie viel nicht. Erinnert Dich, an der Covid-Krise hat der DR sich von Anfang an dafür angesagt, dass die Covid-Impfung absolut freiwillig muss sein und die Bürger nicht dürfen unter Druck gesetzt gehen. Da willst du mir von Politik und Medien viel kritisiert und sogar unter Pranger gestaltet gehen. Am Frühjahr 2022 hatten wir auf dieser Platz zusammen mit einem Lützebauer Doktor die außergewöhnlich viele Fälle von Nebenwirkungen thematisiert. Kommen wir eigentlich direkt vielleicht auf die Nebenwirkungen zu schwätzen von den Covid-Impfstoffen. Und dafür gucken wir mal die offizielle Statistik von der Pharmakovigilance für Lützeburg. Da geöffnet hinter dem Anfang von der Impfkampagne Ende Dezember 2020 bis den 21. März von diesem Jahr am ganzen 2274 Fälle von Nebenwirkungen. Bei 577 davon geöffnet schwer gesundheitliche Komplikationen. 16 Leute überdem sind in der Impfung leider gestorben. Es scheint ja aber Fakt zu sein, dass es eben bei den Covid-Impfstoffen mehr Nebenwirkungen gibt wie bei klassischen Impfstoffen. Wie war das denn so? Bon, das ist ganz richtig, ne? Und das ist zum Teil ganz bedrohlich, weil die Impfung das ist eigentlich keine klassische Impfung. Da hat mit klassischer Impfung nichts zu tun. Das ist eine Gentherapie, wo sich ein Botenstoff, natürlich eine Gebrauchsanleitung, an als Zellen herangeschleust wird, und wo als Eisenzellen dann ein Protein, die berühmten Spike-Protein, produziert wird, die sich am ganzen Körper verteilt, gegen die unser Körper soll schaffen, aber die Spike-Protein hat ein unwahrscheinlich hohes Zahl von Nebenwirkungen. Weil da ganz drauf anzugehen, dafür geht Zeit nicht durch. Ich schwätze just den Renin-Angiotensin-2-System. Dann haben wir momentan das Problem, dass die Spike-Proteine auch können an den Zellkern gehen, was wir für nicht wussten, wo sie eventuell eine Reparation vom Genom können verhindern. Und das war für alles nicht gewusst, weil die Etüden, die gemerkt sind, das waren Kurzetüden, und es besteht kein mittelfristig oder lange Etüden. Und das ist auch der Grund, für das aufgrund von den Mangel an Etüden an Erfahrung, weil normalerweise eine klassische Impfung dauert 6 bis 7 Jahre, und die Reihe ist innerhalb von Pumen durchgezogen. Ne? Natürlich, also normal, dass man natürlich ein ganz Rutsch von Sachen hat, wo man keine Donnerung drüber hat,
aber wo man natürlich mal nach muss gucken, was dabei zukommt. Und das akkumuliert sich formidabel, das leider. Die Gestion vun der COVID-Krise zu Lützeburg huet viel Froen opgeworfen, zum Beispiel wat Respekt vun de Grundrechter ugeht an so weiter. Dann erinnern ich auch daran, dass die DDR die erste an Partei an der Chamber war, die am März 2023 eine vollkommen unabhängige Enquetekommission gefordert hat. All die anderen Parteien waren aber dagegen. Die DDR lässt aber nicht labber und ich kann euch los schon verraten, dass wir an den nächsten Tagen eine neue Initiative an Sachen Abschaffen von der Covid-Gestion starten. An enger Aktualitätsstunde ass sech mam Zugang vu Jonken zu de soziale Medien befasst ginn. HJDP gefordert, dat den Akse fir Jugendlecher ënner 16 Joer ganz verbote soll ginn, so wie dat 10. Dezember an Australien de Fall ass. DDR huet sech awer ganz klar géint so Verbot ausgeschwert. Und ich will klar sagen, als ADR wollen wir das Verbot nicht. Klar sind wir auch der Meinung, dass es nicht gut ist von Juncker, mir auch alle, die ganze Zeit am Handy sind, stundenlang, TikTok und so weiter, wie wären, das ist sicherlich nicht gut. Das wollen wir nicht. Mir Verbot, das geht uns zu weit. Und ich sage nicht kurz für was. Erstens mal schwätzen wir hier von Plattformen, von sozialen Kontakten. Sozialkontakte, die vielleicht früher dann am Schulhaft waren, just oder irgendwo dabausen, die aber auch nur über Telefon gegangen sind, nur über soziale Medien gehen, und die wichtig sind. Du kannst Verbindungen schaffen, kann Unterstützung finden, kann Zugehörigkeit finden, die ihn offline nicht unbedingt findet. Kann Kollegen finden, kann Freunde finden, kann Leute finden, die ihn unterstützen. Kann Informationen finden. Da bin ich am zweiten Punkt, das ist eine wichtige Informationsquelle. Gestern ist noch gesagt gehen, dass man auf den sozialen Medien, wie wäre, was ein amerikanischer Präsident sieht oder was andere Politiker in der Welt, wo wichtige Sachen sagen. Und wir gucken dann auf die sozialen Medien, was sie sagen. Das ist also für uns auch eine wichtige Informationsquelle. Für was soll das nicht sein für die Jungen? Und da finde ich auch nicht nur schlechte Sachen auf den sozialen Medien, mehr. Du findest, wenn ihn zum Beispiel Fußball interessiert, da kriegt ihr eben viel Video und angewiesen über Fußball. Wenn ihn sich für deren interessiert, da kriegt ihr viel Video und angewiesen über deren. Oder über all mögliche andere Sachen. Und das ist ja so bei den sozialen Medien, wie bei all den anderen Medien, Zeitungen, Tele und so weiter. Ihr fand viel Gutes und ihr fand viel Schrott. Und Menschen müssen eben lehren, dummer da eins gehen. Weil ich schon als Kant lehrt am Schulhaft, weil du geht auch viel Schrott erzählt, auch viel Gutes erzählt. Du musst ihn also schon ein paar die Choses machen. Die Information ist also wichtig, und ich freue mich auch, ich bin kein Jurist, ne? Aber ich freue mich, ob ein Verbot auch wirklich verfassungskonform wird oder konform wird zu den europäischen Regulationen, weil du aber auch Jungen von Informationen aufschneidet. Und du dir aber Recht auf Meinungsfreiheit, auf Meinungsäußerung und auf die Informationen zu kriegen. Dann der vierte Punkt, das ist froh von der Kontrolle. Und wenn wir das dort nachfeiern, dann gibt es wahrscheinlich darüber rauslaufen, noch von vielleicht einer Moyen gibt, dass wir bei allen sozialen Medien muss eine Carte d'identité irgendwie uploaden. Aber ich schwätze ja nicht immer von TikTok, ich schwätze auch von YouTube. Wenn man ein Video da gucken, ist das dann so schlimm, dass man dafür muss als Carte d'identité uploaden. Wie wird dann nicht doch bei der Tele? Dafür sollten die Grünen sind wir als ADR gegen das Verbot. Wir wollen am Platz, dass Kinder die Jungen Medienkompetenz lehren. Wir wollen, dass sie sensibilisiert gehen, verantwortlich handeln, und dass sie lehren, kritisch zu sein und am Leben wie überall nicht alles zu leben. Ein Verbot gibt auch nicht verhindern, dass es wahrscheinlich aber irgendwie benutzt gibt. Und da vertrauen wir auch auf die Verantwortung den Eltern. Wir sind in einer Phase, wo das noch alles neu ist für viele Eltern, mit das am Gang sich zu ändern. Und die gewisse Jugendschutzerstellungen, die auch immer mehr Eltern bewusst benutzen, für zum Beispiel Bildschirmzeit zu verkürzen oder auch zu gucken, eben, was die Jungen von 12, 13, 14, 15 Jahren alles machen.
Dafür, ja, mir jung, dial, mir sind zu viel Handy, und das ist gut. Ein Verbot fällt mir aber nicht. Und ich gebe einer Rot und all die Jungen und all die Jahre, was auf den Weg gehen, sit nicht die ganze Zeit Handy, geht raus an frische Luft, macht Sport, liest ein Buch, macht etwas Kulturelles, trefft dich mit Leuten und mit Freunden, das ist auch ganz wichtig. So nicht merci. Leifren, ich denke, wir sollten alle gute Mezeit an der Natur verbringen. Mir haut gebe ich gerne iwwer dat geplant Sozialmedienverbot für ënner 16-jähriger schwätzen. Dat as Plan, den an der Lächt vun der Justizminister Elisabeth Mark an der Chamber präsentiert gouf, an der muss ich soen, dat du viel Sachen net wirklich durchgin. Notamment e vun de wichtigchte Punkten vun de soziale Medien, dat so etwas, wat uns Fraktionspräsident Fred Kolb gesot huet, aus den dat haut ze ders die sozialen Medien fir un allem viert Kommunikation tschen de Jugendlichen immens wichtig sinn. Freier huet sech echt am Schulhaft getraf an do viel man deneen gesperrt, mir haut ze ders mcht den dat fir allem iwwer sozialen Medien. Du muss ihn aber auch so, et komme ganz viel Junker aus enger Generation, aus der COVID-Generation, wo man am Anfang künstlich Lockdowns hatten, wo die Jungen am Anfang quasi ja, gezwungen goufen, für mehr auf die sozialen Medien zu sehen, für diesen Kontakt mit ihren Kollegen zu erhalten. Die Jungen kommen aus enger Generation, wo iPad-Klassen überall heisch gehalten goufen, allo ab einmal get genau der Gegenteil gefordert. Dazu kann ich sagen, dass am Anfang die Verantwortung der Eltern an Tüteren für die Jungen drohen, für eben hier in sozialen Medienkonsum, und es gibt genug Jurenfiltern, wo man das machen kann. Zum Schluss kann ich sich frohen, vielleicht geht es ja heute darum, für mehr Kontrolle über das gewisse Narrativ zu haben und für zu gucken, dass die Jungen sich nicht allzu viel von anderen alternativen Aussichten auf die sozialen Medien beeinflussen lassen. Aber bon, das beantworten ich nicht direkt, das könnt ihr euch gerne selber überlegen. Ich wünsche euch noch alles Gutes, bis die nächste Kehr. Da dort Weiche gesät ginn fir d'Wässer aus eiser Musel als Trinkwässer zu benutzen, as eng direkt Konsequenz vum unkontrollierte Wursten. Das ze bedauern, dat eisen aktuelle Wässerbestand net mi durchgeht. Kehrfroh as jawer, wie will mir an Zukunft sicherstellen, Bevölkerung mat heichwertigem Trinkwasser zu versuchen. An ich erinnere mich Stunden lang ich an dem Haus war als für rund 10 Jahren gene die Diskussion am Haus gefordert gehen. Und du hast dem schon dat no gelauscht hat die Debatte und du hast an domol gesot gehen, dass es eventuell ein Geduld so könnt, dass man Muselwasser zu Trinkwasser machen. Dass man eng Etüd geschwart gehen, mit hat ein bisschen gefehlt, wollten sich kein dat wirklich ausschwätzen, so richtig leid für und die Tatsache stellen, dass man Muselwasser zu Trinkwasser machen. Das war dem so ein froh für Vertrauen am Kontext von Schadstoffbelastung, an dat Leiit jo hautner gesot geht, dass zum Beispiel auch kein gräser Fisch aus der Musel soll essen, weil sich do Schadstoffe usammeln. Fairerweise will ich aber so schon noch Artikel dazu gelesen, ja, et ass möglich auch Muselwasser proper abzubereden. Gestern tun ich ein Telefon geholt und du nicht mein gute Freund, den Gast Giberia, angerufen. Und ich so, Gast, das war 10 Jahre eigentlich kein Wort so, das geht mir gestimmt. Und wir waren sehr eins, dass uns sich, dass es de Fakt ist, dass den aktuellen Wurstmodell als kein andere schwach lässt, wie da zu stimmen. Da er sogar seinen Zeitungsartikel 4 gegangen von letztem Jahr, das war am Luxemburger Wort, wo ein Journalist schreibt am Gespräch mit Trinkqualität, die Bevölkerung Luxemburgs wächst und mit ihr der Wasserverbrauch. Bis Ende der 2030er Jahre droht Luxemburg auf dem Trockenen zu sitzen. Da ist das ganz klar, dass mir Dateien stimmen, dass Dateien besatzt, dass man die Option für Trinkwasser, Muselwasser zu Trinkwasser zu machen, brauchen. Das ist froh vom Trinkwasser, als wie kein anderer froh mit der Wurstemsdebatte verknüpft. Wir müssen sich aber vorstellen, dass klar, dass wir Wursten müssen hun, dass wir Wursten brauchen. Wir müssen erst vorstellen, welches Modell für Wursten wollen wir. Heute stimmen wir auf, für Muselwasser trinkbar zu machen und kehr froh, als ja eigentlich zu was für Sakrifice, zu was für Investitionen zwingt es den aktuellen Wurst.
2016 gouf am Haus gesot, dass man bis 2021 all Jahr 250 Millionen Euro a Kläranlage Wasserversorgung investieren mussen mat allem drum und dran. Dat war Bau für Kanalisationen, Kollektere, Rückstaubecken etc. Mam Resultat, dass man haut sich nach loende Lasinn, dass man fertig sind. Man musste vom Land sind immer ein ganz Reihe Ortschaften nicht und eine Struktur von Kläranlagen angeschlossen an Dorfwasser fließt an Musel. Aber wenn wir vom Wasser schwätzen, dann muss man sagen, dass es ein aktuelle Wachstum immens landintensiv ist. Mehr Zersiedlung bedeutet, dass mehr Wasser konzentriert wird an einer Flüsse, Kanalisationen fließt, mehr Risiken für Überschwemmungen, mehr Investitionen in Präventionsschutz. Ich erinnere an die Überschwemmung von 2021, wo das Land ja mehr oder minder stillstand. Das ist also eine Realität, dass der Rekordwachstum auch Rekordinvestitionen bedeutet. Aber wenn das Land wies, dann muss ja an sich am menschliche Leben alles, was der Mensch braucht, mitfußen. Von der Krieg bis bei Mord. Und ich meine, diese Regierung hat immer noch nicht die nötige Courage, das froh an den Mittelpunkt zu stellen. Das froh und der all die wichtigen Fragen drin denken. Personen, Infrastruktur, Pensionen, Infrastruktur, Logement, Personalmangel, Sozialkohäsion etc. Als ADR setzen wir uns für uns Veteranen an. Also hinne Merci für Ihren Einsatz für uns Nation. Den Tom Weidisch hat ministerisch gefragt, wir werden trotz Versprechen noch immer keine legale Kader für ancien Militär gibt. An den USA an Großbritannien haben sie hier Veteranen auch heisch, wenn ein Veteran trifft, so ein Leitteam, thank you for your service to our nation. Wie das heiren als Veteranen das heute zu Lützeburg. Wir heute zu Lützeburg kennen so eine Veteranenkultur. Wir haben zwei Organisationen, damals gesetzlich echte als eine solidarisch selbstständige Organisation und nicht als klassische Veteranenvertretung. Da CSPL geht von der World Veterans Federation als einzige Veteranenorganisation genannt, mit dem Dachverband von anciens Combattants und noch Leute, die an Missionen waren, als nicht formell integriert per Gesetz. Eine nationale Veteranenvertretung existiert bis heute nicht, ein Veteranenstatus auch nicht. Für rund 2,5 Jahre hat der frühere Verteidigungsminister François Baus auf RTL gesagt, den Status kriegen sie und sie haben auch Recht, den zu fordern, weil nimmen über einen legalen Status bringen wir fertig, all die Probleme, die sich für einen Veteran können stellen, weil sie an einem Ersatz waren, umzugehen. Hier hat ein Gesetzesprojekt für Anfangs 2024 versprochen, wir sollen 2 Jahre mehr spät. Madame Minister, die hat der Chambre nach immer das Projet de loi nicht vorgestellt, anscheinend leidet das Dossier fertig am Terrain. Er antwortet auf meine parlamentarische Frage, war weg, no Motto, wir feiern im Moment Überlegungen und wir sind am Kontakt. River op Straßburg bei die rezent Bauernprotester war als Europadeputierte Fernand Karteiser mat vorbei. Protester, die auch gewirkt haben, dass umstridend Mercosur aufkommes, soll ja mal vom Europäischen Gerichtshof überprüft gehen. Schöne gute Morgen vu Straßburg. Das Woche sind wir hier mitten an den Bauerndemonstrationen, die das Woche 7. Mercosur. Das ist der große Sujet von der Woche, natürlich neben Grönland. Und es gibt eine ganze Reihe Sachen, die muss dazu sagen. Das ist, dass wir ein Misstrauensvotum gegen die Europäische Kommission haben, wegen dem Mercosur. Das von der Partei von den Patrioten angeregt gehen, an der Lützeburger nicht vertreten sind. Aber ich werde das Misstrauensvotum unterstützen. Der feierte Bann in einem Jahr, was weiß, dass die Europäische Kommission, die mal haben, wirklich kein gut möchte. Was der Mercosur selber angeht, muss ich sagen, dass ich dagegen stimmen, und zwar hauptsächlich aus 2 Gründen. Den ersten ist, dass die Lützeburger Chambre und die anderen Nationalparlamenter keine Rolle daran spielen. Sie kriegen just Texte, sie über einen kleinen Teil aufzustimmen, nicht über den ganzen Vertrag. Ich meine, das nicht an der Reihe, das wir hier nennen in Akkord Mix, die europäischen Parlamente, das Europäische Parlament selber und die Nationalparlamenter sollen können mitschwätzen, weil es geht um eine ganze Reihe von nationalen Interessen. Und das ist nice, dafür zu sorgen, dass dann auch die Prozeduren angehalten gehen.
Das Zweite, was ich will dazu sagen, ist, dass es nicht möglich ist, dass wir auf unsere Agrikultur in Europa verzichten. Wir müssen dafür antreten, dass wir eine starke Agrikultur in Europa behalten, weil das ist ein strategischer Sektor, mit dem wir nicht auch noch aufhängig sind als Europäer von Agrarimporten aus Drittstaaten, von denen wir die Qualität auch nicht kontrollieren können. Für mich ist also klar, ich werde gegen die Mercosur stimmen, nicht weil ich gegen Lateinamerika wäre oder nicht dafür, dass wir guten Handel mit ihnen haben. Mir geht hier um ganz wichtige Sachen, um unsere nationalen Kompetenzen und es geht auch darum, dass wir eine gute Landwirtschaft in Europa haben. Ich sage erst merci. Zu Eicher am Eisleg an der Gemeng Kiechböld war end vum lächte Joer en zentralen Deel vun engem 300 Joer allen Bauernhaf an e Koop gefall. An dat obwohl dat historisch Gebäi ënner Denkmalschutz steet, kommunalen, awer auch nationalen Niveau. Scho jorelang waren vu Bausen deitlech Unzeechen ze gesinn, dat Gebäi ufhängt ze verfahlen. Ein Erholl gouf neicht. De Bauernhaf ass kulturhistorisch besonders wertvoll an as go op engem Tambau vun der Lützebauer Post ze gesinn. Malo schenkt, wie wann dese wichtigschen Zeien vun ausem Patrimoine als ganz net méi ze retten ass. Iwer eng parlamentarisch froh hätte mir lo op alle Fall ger Rechenschaft vum Kulturminister. A wëlle noch fëssen op Moosname firgesi sinn fir de bestoend Deler vum Gebäi ze secheren an op eventuell eng Rekonstruktion vum agesteetzen Deel an da gefasst gëtt. Ganz dankbar fir das Initiativ vun der ADR as iwwer dem se Noper den direkt vis-à-vis vum historische Bauernhaf wohnt. Wir wohnen vis-à-vis an mir hunn noch matkrit wie den Bauernhaf ze Summe gefallen ass wirklich schwer das, weil schon selber matgeholf den Dossier zu präparieren fir dass den Haft geschützt gëtt an dat war 2021 an wann en Loge seit wat drauss ginnners den Haf was effektiv 2024 ënner nationalem Schutz kom, ass trotzdem obwohl geschützt ass as se verfale gelos gin. Das eigentlich e Skandal, weil de Bauernhaf a Form vu segem Schutz mat segem Schutzfaktor läit an der selchter Liga wie all andert Gebäi wat geschützt ass wie wat wie sech zum Beispiel Kathedral. Ich kann man net firstellen, dass do ging op die kommen déi einfach verfallen zu lassen. Mei hai si viel Leute, die so ja das ja nëmmen de Bauernhaf an schaffen, dass dat net Darstellung am Kulturminister ass dass dat Beispiel Hai vielleicht dazu feiert, e bësse méi op als Patrimoine opzupassen. Och 2026 bleif d'ADR do wo se hier kënnt. Matzen an der Bevölkerung, mat ihre Surgen, Hoffnungen a Forderungen. Dat gouf Najorspart Zenz nees ganz deitlech. De Logement an die héich Lebensskächten, de Gesundheitssystem Renten, grad wie d'Schoul an den Zesummenhalt, bleiwe fir Parteipräsidentin Lexi Schoos die gros politisch Herausforderungen. Ich wünsche euch alle gut von Herzen ein glücklich, gesund und friedlich neues Jahr 2026. Ich wünsche euch alle gut heute für alle Dinge merci. Merci für eure Loyalität, eure Geduld, eure Zeit und auch eure Courage. Für eine Zeit, wo viel Komödie und Kritik, ruhig und konsequent, mit mir, mit euch alle gut, mit der ADR zu gehen. An enger Partei wéi der ADR ass neicht automatisch. Basis ass de Benzin an eise Motor. An dofir ass Partei erbecht, sie wird an de Sektionen, an de Bezirker, de Gemengereet, de Fraktionen oder einfach nëmmen an den alldeegsche Gesprächer mat de Leiit net nëmme wichtig, méi unverzichtbar. Ech sind ganz einfach mat Isch si még stark ADR. E neues Jahr heescht kurz ophalen, durchatmen und reflektieren. Was wird uns Wurse gelost, was wird uns gefordert und was wollen wir besser machen? Liebe Freunde, 2025 war ein Jahr, an dem die Leute sich noch mehr bewusst gesehen,
wie viele Sachen gleichzeitig auf einem Land können leisten. Wohnungsnot, Probleme am Gesundheits-, Pensions- und Schulsystem, Herausforderungen für als Verteidigungsstrategie, und parallel dazu eine internationale Unruhe, die kein von uns weiter weglässt. Auf wirtschaftlichem Plan gab es Zeichen von gradueller Erholung, mir viel steht, auf viele kleine Betriebe haben von der Statistik am Portemonnaie noch zu wenig gespürt. Auch dafür bleibt es für der wichtig, dass die Politik nicht nur groß und lang Reden hält, sondern am Alltag wirkt für die, die arbeiten, die eine Familie ernähren, die einen Betrieb feiern, die eine Zukunft heute zu Lützeburg auf 4 Lützeburg wollen aufbauen. Am Logement gouf 2025 weiter über Mesuren diskutiert, die den Marché sollen stabilisieren, a Kauf oder Lokation erleichtern, mit Verlängerungen von fiskalen Maßnahmen an neue Reformgesetz auch am Lokationsrecht. Als ADR so mir auch heu ehrlich, Reformparteiern allein bauen noch keine Wohnung. Die Leute wollen Resultate, nicht just Annoncen. In Europa hat sich weiter bewiesen, wie empfindlich Gleichgewicht zwischen Zusammenarbeit und nationaler Verantwortung ist. Da war an uns für der wichtig, dass Lützeburg nicht nur matt lebt, mir selbstbewusst sein Interesse vertritt, am Geist von einem Europa, das den Bürgern no bleibt, aber wo Entscheidungen so no wie möglich bei den Leuten geholt gehen. Und du gehst doch etwas dabei, was viele Leute hier im Land emotional berührt. Als Spruch, als Identität, als Stimme. Als Präsenz beim Ferner Cortez am Europaparlament ist ein ganz wichtiges Zeichen. Es hat dazu gefeiert, dass Tretin und Charta von der Europäischen Union auf Lützeburg übersät sind. Und wir bleiben daran, national wie auf EU-Niveau, dass Lützeburger Spruch an unser Land respektiert und seriös geholt gehen. Ein weiterer Punkt, den die Leute 2025 immer nicht beschäftigt wird, ist Vertrauen. Vertrauen an Institutionen, Vertrauen an Politik, an Demokratie, an Fairness vom System. Umfragen und Analyse weisen, Vertrauen ist da, aber das nicht gratis. Es braucht Transparenz, Respekt und Kontrollen, die funktionieren. Die Rolle von der ADR im Jahr 2025 wird dafür klar. Konsequent, da wo die Regierung sich rausschwätzt oder nicht weit genug geht, Bürger nur da, wo sich die Leute alleingelos fühlen, und patriotisch am Sinn von Lützeburg und Lützeburger Bürger an den Mittelpunkt, ohne irgendwen zu degradieren, mit immer den, kein neben den. Wir haben nie behauptet, wir hätten für alle Probleme eine Zauberformel. Wir haben das gemacht, was der ausmacht. Probleme beim Umnennen und politisch seriöse Lösungswege proposieren und fordern. Und ich will ehrlich mit euch sein. 2025 war nicht immer einfach. Nicht für das Land und noch nicht für eine Partei, die bewusst DAX gegen den Strom schwimmt. Konsequenz kostet Liefern, es kostet Energie, Zeit, heierst du auch Traditionen, seine Rechte und seine sozial stärkt, nicht verlieren darf, just weil es mir einfach ist, zu schön zu passen. 2026 wird es politisch für allem auf 5 große Felder feiern. Erstens, und etwa schon das letzte Sujet, Renten und Generationsgerechtigkeit. Internationale Analysen warnen deutlich, dass der richtige Reformbedürfnis gibt, für das System langfristig aufzusichern. Wir wollen eine Lösung, die finanziell drohbar ist, sozial gerecht, nachhaltig und politisch ehrlich ist. Wie schon, 2025 wird der Heimat hoher Kompetenz schaffen. Als Pensionspolitik darf nicht als Wurstungszwang verwalten, wir muss Zukunft von uns an unserer Jugend aufsichern. Zweitens, Logement und Lebenskosten. Die Leute wollen, dass Wohnraum immer realistisch zielt, für junge Familien, Einzelpersonen. Wenn 2025 Reformen am Lokationsrecht waren und Mesuren für den abordablen Wohnraum geholt sind, dann muss 2026 der Moment sein, wo Gerechtigkeit und Realität am Mittelpunkt stehen. Mehr Opfer,
Mannerdeier bauen, Mannerbürokratie, mehr Sicherheit für Lokatäre wie auch Proprietären, auf ihren allen Resultate, die am Alltag spürt. Drittens, Bildung, Spruch und Chancengleichheit. Wenn ein Land sein Fundament will stark halten, dann muss es dann Schule investieren. Nicht nur mit Strukturen, sondern mit einem klaren Kompass. Werte vermitteln, Leistung fördern und Integration möglich machen, nicht nur versprechen. Eine Zusatzbelastung ohne Weitblick und mit einem Nirvdenen am Platz Modenen, wie de Lohm am Projekt Alpha auf unser Schulsystem durchkommt, ist unverantwortlich. Viertens, Sicherheit und Rechtsstaat. Der Staat hat eine Kehraufgabe: Sicherheit von den Bürgern und Schutz vom Eigentum. Und eine Justiz, die sehr und gerecht funktioniert. Der wird sich weiterhin dafür einsetzen, dass der Rechtsstaat sich nicht selber lähmt und dass die Polizei die nötige Mittel kriegt, für eine Sicherheit zu garantieren, ohne aber dabei zu einem Überwachungsstaat zu mutieren. Fünftens, ganz aktuell an den Medien, eine gerechte Steuerreform, die das Familienmodell wertschätzt. Bis dass die neue Steuerreform präsentiert ging, laut unserem Finanzminister eine Steuerreform, die die gesellschaftliche Realität der Rechnung dreht und das Schaffen sich lohnen muss. Ja, schaffen muss es lohnen, aber nicht auf Kosten von den Familien und unseren Kindern. Die Steuerreform ist eine familienpolitische Gesellschaftsreform. Als ADR können wir nicht ein Gesellschaftsmodell unterstützen, wo Eltern gezwungen oder encouragiert sind, hier Kinder an eine Struktur aufzugehen, für schaffen zu gehen, weil sie sonst nicht über die Runde kommen. Was die Leute von uns erwarten können am Jahr 2026, hast du hier ganz klar. Ein ADR, der nullausstatt, ein ADR, der konsequent bleibt, ein ADR, der nicht schwätzt für Schlagzeilen, mehr für Resultate. Und ein ADR, der gegen den Strom schwimmt, auch wenn es tags unbequem ist. Liebe Membern, wie ich am Anfang gesagt habe, eine Partei ist nicht nur eine Fraktion oder das Nationalkomitee. Eine Partei ist ein ganz Menschennetz. Eine Partei, das sie mir alle gut haben. Leute, die sich nur der Arbeit noch Zeit holen. Leute, die wie ganz auf einem Stand stehen, die eine Reunion präparieren, die einen neuen Member begrüßen, die Kritik entgehen wollen. Und trotzdem daran leben, dass Politik mehr ist, wie in einem Theater. Liebe Freunde, ich wünsche mir, dass wir 2026 als ADR verstärken, was uns am besten gelingt. Bürger nur Präsenz, pragmatische, realistische Argumente, einen respektvollen Ton, du baust wie an den sozialen Netzwerken und eine Kohärenz, die Vertrauen schafft. Wir müssen nicht am Herz bierlen, wir müssen die zuverlässig sein. Und dafür rufe ich euch auf. Bleibt engagiert, bringt der Ideen, schwätzt mit den Leuten, auch mit denen, die nicht direkt oder gar nicht mit euch sehen sind. Weil eine Partei, die für das Land Verantwortung will drohen, muss verbannen, nicht spalten. Wir müssen herum können diskutieren. Wir sind fest und entschlossen an unsere Werte, aber wir bleiben menschlich an der Manier, wie wir sie vertreten. Liebe Freunde, ich wünsche mir für 2026 Jahre, an dem wir als Land den Zusammenhalt mehr hochhalten wie die Polarisierung. Und ich verspreche euch, dass der wird da bleiben, wo sie hier könnt. Mitten an der Bevölkerung, mit ihren Sorgen, Hoffnungen und Forderungen. Mit einer klaren Linie, mit Respekt und mit dem festen Willen, das Land nicht verwalten zu lassen, mit zu gestalten. Ich wünsche noch einmal ein ganz großes Merci für das Vertrauen. Los uns 2026 zusammen mit Ruhe, Klarheit und Zusammenhalt umgehen. Ich wünsche euch alle gut. Ein schönes, gesund und gesegnete Jahr 2026 für euch, eure Familien, als Partei und für Lützeburg, weil wir Lützeburg gerne haben.
Dat wäret fir de Sendung Merci, dats ihre Matto beiwert. Denkt run fir eis euro bei der Internetseite oder an de soziale Medien ze suiveieren. Bleibt gesund. Adi.